Hallo miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Weltenspiel. Und zwar ist es wieder mal an ein GT gegangen und das Video seit langem wieder mal. Ja, genau. Ich war recht viel am Malen, am Vorbereiten für meine Jeans-Dealer-Liste. Oder allgemein für Jeans-Dealer, damit ich die mal ein bisschen anfangen zu sammeln. Habe ich mal einen Grundstock sozusagen angefangen zu malen. Und ich habe gerade mal alles, was ich habe, aus 2 Charakteren habe ich mitgenommen an ein GT, um zu schauen, wie sich Jeans-Dealer spielt. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie sich Jeans-Dealer spielen, was ich für Erfahrungen gemacht habe im GT und was meine Liste war, dann bleibt dran, denn ihr werdet es jetzt gerade erfahren. Ja, wir spielen 2000 Punkte Twisted Helix. Ich dachte, zum Start ist das mal so ganz okay. Ich habe eben vor allem auch viele Jeans-Dealer übernehmen von einem Kollegen von mir. Und ja, mit Jeans-Dealer, Pure Jeans-Dealer ist es einfach super, Twisted Helix zu spielen. Wir haben im HQ-Slot einen Patriarch. Er hat den Upgraded Familiar als Relic, also der Crouchling kann einmal pro Runde einen Zauber wiederholen und das Warlord Red ist plus 1 Schaden. Als Zauber kennt er minus 1 Attack und Fight Last und Rennen und Charge oder zurückfallen und Charge, zurückfallen und schiessen, Rennen und schiessen. Dann weiter dabei haben wir einen Accolade Icon Ward, ein paar Modelle wiederbeleben. Dann hier einen Primus, der es upgradet, dass er eigentlich pro Spiel kann 2 mal seine einer Wounds for All Aura verteilen. Und nicht HQ, aber auch ein Charakter, den Nexus, zum Crossfire Marker verteilen. Und er hat natürlich das Relic für den 5er CP zurückbekommen. Dann im Troop Slot haben wir eigentlich 5 Akolyten mit 3 Handflamers, einem Demolition Charge und Patch und Bone Sword und Sergeant. Die können in 3 Zoll runterschocken. Dann haben wir 10 Akolyten mit 2 Bohrer, 2 Drills, 2 Bohrer, 2 Cutters, weil das ist das, was wir haben. Und die haben das Upgrade, dass sie können in 3W6 chargen, wenn sie schocken. Dann hier haben wir einen grossen 20er Neophyten-Trupp. Die haben 4 Seismic Cannon, 4 Flamer, alle anderen Shotgun, ein Icon und das Upgrade, dass sie, wenn in 12 schocken, können sie Exposed gehen, eine Unit. Dann haben wir nochmal 20 Neophyten mit 2 Seismic Cannon, 4 Flamer und einen Banner. Und dann haben wir nochmal 20 Neophyten mit Autoguns, 4 Mining Laser, 4 Grenade Launchers, natürlich auch mit einem Banner und die haben das Upgrade, dass ich sie in der ersten Runde vom Tisch wegnehmen und neu positionieren. Genau, das sind Troops gewesen. Dann im Elite-Slot haben wir eigentlich 8 Jeans-Stealer, dann 10 Jeans-Stealer, 10 Jeans-Stealer, die haben das Upgrade, dass sie, wenn ich den Blip aufdecke, können sie sich bewegen, müssen natürlich 9 Zoll Abstand vom Gegner haben, aber ziemlich stark zum Turn-Ice Charges bekommen und so ähnliches Zeug. Dann haben wir hier 5 Bikes mit einem Grenade Launcher, einem Demolition Charge und mit noch 3 Punkte Übrigkeit hat der Sergeant noch ein Power Weapon. Dann hier hinten 5 Aberrants mit dem Upgrade, wenn sie das erste Mal kämpfen, plus 1 Attack. Und die hocken alle. Oder ja, zum Abrunden des Ganzen haben wir einen Truck, wo 10 Modelle drin hocken. Ja, das ist meine Liste. 2000 Punkte Jeans-Dealer Codes. Und wie sich die ganzen tausende Modelle da hinten geschlagen haben, werdet ihr jetzt beim Turnier-Report sehen. Ja, herzlich willkommen am Bamble Clash. Wir sind da und wir haben schon aufgestellt für das erste Spiel gegen Deathwatch. Da hinten, wir haben dort das Einzige, was wir aufgestellt haben, sind Bikes und Blips. Ja, schon ewig nicht mehr gegen Deathwatch gespielt, eigentlich noch nie. Und ja, wir schauen mal, wie das Ganze rauskommt. Wir kommen dann nach dem Spiel wieder zurück. Ja, so sieht es am Ende des Spiels aus. Also ja, Deathwatch wären noch da. Die haben schlussendlich alle 5 Objectives gehabt. Und ich von den Jeans-Dealer hatte auch noch einen Truck und einen Nexus gehabt. Und ein Jeans-Dealer. Es geht aus 97 zu 66 für Deathwatch. Ja, wir kommen zu Spiel 2. So, wir sind beim zweiten Spiel angekommen. Und zwar spielen wir gegen Tau. Wir haben nicht so viel aufgestellt. Die kommen noch weg vom Feld. Und dann haben wir einen Haufen Blips wieder, wie man es kennt als Jeans-Dealer. Gegen ein paar Battlesuits. Ja, mal schauen, wie das Ganze rauskommt. Wir kommen am Ende des Spiels wieder zurück. Wir sind am Ende angekommen vom Spiel 2. Von Jeans-Dealer ist wirklich nichts mehr da am Leben. Alles weg.
Und von Tau haben wir noch so viel am Leben. Ja, eigentlich fast alles. Nicht so viel gestorben. Es geht aus 84 für 51. Das ist dann ist gestorben von Tau. Ja, wir kommen zu Spiel 3, kommen wir wieder back zu euch. Ja, wir sind bei Spiel 3 und er hat es gedacht, Spiel 3 nochmal gegen Tau. Genau, wir haben hier ein bisschen Gene-Stealer, Neophyten, wir haben Bikes und einen Haufen Blips, wie man es kennt. Und wir spielen irgendeine Mission, 33 ist mit Priority Objectives und so Zeug. Ja, wie es rauskommt, sehen wir am Ende des Spiels. Viel Spaß! Ja, wir sind am Ende angekommen vom dritten Spiel und es ist mega knapp ausgegangen. Man sieht hier noch etwas, was von der Tau übrig bleibt. Von der Jeans haben wir ein bisschen hinten an, irgendwie 5 Punkte weniger oder 4 Punkte, so etwas. Ja, Tau gewinnen und jetzt hoffen wir, 4. Runde ohne Tau. Wir werden es sehen. Ihr seht es schneller als ich, weil ich habe jetzt eine Nacht dazwischen, aber ihr habt nur einen kurzen Cut dazwischen. Bis nachher. Wir sind im 4. Spiel angekommen und es ist mal nicht gegen Tau, weil wir spielen gegen White Scars. Und die Aufstellungszone sieht ähnlich aus wie immer, blip Zeug. Und die gleich wieder weg können in der Reserve, um noch mit anders reinzukommen. Genau, ja. Mal schauen, wie es rauskommt. Wir kommen nachher im Spiel. Oh, warte, man sieht es nicht so. Machen wir. So, wir kommen nach dem Spiel 4 zurück. Let's go! Ja, es ist saugeil hier. Gib mir mal kurz die Kamera. Okay, so. Ich muss mal sagen, für die Zuschauer, Colin ist echt ein cooler Typ und war ein richtig geiles Spiel, am Ende richtig knapp, aber ich habe es nochmal drehen können, aber ganz knapp. Dankeschön. Freut mich, danke. Danke auch für das Spiel. Und so sieht es aus am Schluss. Jeans haben wir dort hinten noch 10 Neophyten, 10 Jeans und hier noch 2 Aberrants. Und ja, sehr spannendes Spiel gewesen, wie ihr gesehen habt, sehr knapp, es sind 7 Punkte schlussendlich. Da heute noch ein Objective holen. Genau, darum, ja, der 4. Lass, mal schauen, was mich in der letzten Runde erwartet. Wir kommen dann am Ende, nämlich auf dann Runde 5 zurück. Ja, wir sind beim letzten Spiel angekommen und zwar der Bottom of the Bottom, Gene-Stealer gegen Gene-Stealer. Ja, man sieht nicht viel, man sieht Blips, Bikes und ein paar Panzer. Und der Trupp, den ich gleich wieder wegnehme. Und ja, das war es. Und dann kommen wir nachher nach dem Spiel wieder zurück. Viel Spaß! Wir sind am Schluss vom Turnier angekommen und es gibt noch einen Sieg für Gene-Stealer, und zwar für Mini. So sieht es aus, wir haben hier noch 20, hier noch 20. Gene-Stealer sind noch Charakter töten, er hat noch ein paar Aberrants gehabt. Hinten den Panzer haben wir auch recht gut rausbinden. Ja, hinten das auch. Schon fast alles am Aufräumen. Ja, das war es mit dem Turnier. 4-1 für mich. Aber wieder ein sehr lehrreiches Turnier und Jeans wieder eine super schwere Armee. Aber ich bin motiviert, weiter zu üben mit Jeans. Ja, das war es. Und wir kommen dann bei der Nachbesprechung wieder zurück. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis nachher bei der Nachbesprechung. Ja, wir sind wieder zurück vom Turnier bei der Nachbesprechung. Und ihr habt es gesehen, es ist nicht ganz so gut gelaufen, das Turnier. Ich habe nur ein Spiel von 5 gewonnen. Aber das ist ganz okay, weil ich habe einen Haufen gelernt über die Armee. Zum einen, dass sie mega schwierig ist, Gene-Stealer. Zum anderen aber, dass sie so viele Tricks haben und mega rewarding sein können. Und die Tau sind einfach stark gegen die ganzen Trupps da hinten. Ja, 20 Neophyten gehen sehr schnell weg. Also das ist 220 Punkte etwa. Und die Einheiten sterben einfach sehr schnell. Aber trotzdem, es hat sehr Spass gemacht, das Turnier. Auch nochmals herzliches Dankeschön an alle Gegner für 5 wirklich coole, entspannte Spiele, wo alle sehr fair waren und auch einen Haufen Spass gemacht haben. Ja, die Liste wird jetzt nochmal ordentlich überarbeitet. Ich kaufe noch ein paar andere Gene-Stealer-Sachen. Ich habe da gerade einen guten Deal noch machen mit einem Haufen Modell. Und ich habe sehr Lust, die Armee weiter auszuarbeiten. Ja, noch ein Dankeschön an die Organisation von Bamble Clash. Es war ein super Turnier. Gut organisiert, viel Platz, Getränke hat es gehabt,
alles, auch sehr freundlich. Wirklich ein mega cooles Turnier gewesen. Ja, das war es. Ich wollte eigentlich gar nicht viel mehr zu der Liste sagen. Es hat ein paar coole Elemente gehabt, aber es war auch eine unoptimierte Liste gewesen. Ich wollte die einfach mal mitnehmen an ein Turnier. Und Genestealer Kult ist definitiv nicht eine Armee, wo man einfach mitnehmen kann. Wie zum Beispiel, sagen wir mal, Custodes und einigermaßen gut machen. Man muss die Synergien, die die Armee hat, ausnutzen. Die Liste so bauen, dass dass die Armee funktioniert untereinander und auch den maximalen Output sozusagen rausholen. Aber eben, wie gesagt, eine sehr, sehr rewarding Armee. Wenn es dann funktioniert, ist es mega toll. Ja, das war von mir. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder rein. Ich hoffe, ich kann wieder mal einen Battle Report machen. Vielleicht spiele ich auch mal Genestealer. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis bald.